Aufnahme läuft. Ja, Moment. Ja, Schmierig wäre gut. So. Gut. Ja. Auf dem Hof geht alten Wachrinner, um die Brose zu sehen, ruhig im Bräuchte sind. Was hätt sie denn für schlechte Laune? Die Sonne scheint und die Horn hält mich auch nicht mitten in der Nacht wecket. Meine Laune ist so dusselige Horn mit Schuld, Anne. Der Feier stößt doch bloß was für ein Suppenpott. Was hätte denn Market, dass du so in Brast bist? Was die Morgen hat? Gar nichts hat die Morgen. Das ist es für just. Von morgen um die Liebe bimmelt die Kerkenglocken. Und was macht die ohne Fuja? Hört den Kopf und nicht das Klostertau. Wer ist nicht so schamhaft? Ich lieb sie doch. Wie dücht, wie kriegt Regen? Woher willst du das denn beten? Weil die Butler für morgen so Deibe fleiget. Und dönnern wird das von da hochflog. Woher willst du das beten? Ist das so eine Art Burenregel? Gewiss doch. Suchst die Butler den Ruhm, sind heifen Dorge die Sünne kuhm. Ja, und warum ist die Heiligen Söhne nicht? Na, ganz einfach. Für List halt denn verschreckt sie n Büchs, sag Lore, hei als Playboy nix. Denn Himmel wird gar nicht recht. Sofort wird er von den Anblick schlecht. Und reimt die Buhr kolossal, schickt halt liegt im Sintfluttal. Ha, ha, ha. Der Dumpfi, das kann ich mir auch sonst. Birkenwohrheit ist doch wohl Bier, wie sie seid. Ich löf das nicht. Aber was hätt sie mit den Dämmern meint? Das wär keine Burenregel. Das bedeutet, dass Lore wann nicht Ärger kriegt, wenn sie ihr Mord vor dem Stall bewäge. Da meldet sich nämlich nicht von alleine. Moin. Kuddel, ich wollte nötig mit die Kür. Wann machst du das wohl nicht? Aber da wie leid. Spenden kann ich im Augenblick leider nichts. Dürfen wir gar nicht auf mich. Aber ich habe eine Idee, wo wir unser Problem lösen können. Ach, sie gebt also tau, dass das hier nicht alle noch Recht und Gesetz gab? Die Us ist alt in der Regel. Wie ein Boas kann ja rüber sehen, ruhig die Zeitung lesen. Wo Buten all die Geier kreiset. Soll das heißen, ich schwöre vielleicht noch eine Genossenschaft führen und mir einen Strick haben? Darf ich nicht versündigen und hör kein Blödsinn. Ich hab doch gesagt, wie was ihm fallen ist. Sie gebt das also tau, dass das hier bald nicht stinket? Jo. Und bloß dich auch cool. Sie wird ganz gaufig, das Mädchen. Und sie buckelt mir auch nichts zu verheimlichen. Denn Lore hätte die alles erzählt, was zu wissen. Löst sie doch. Kuddel hätte von der Subvention nichts für sich beholen. Alles, was er erschwindelt hätte, hätte er Bedürftige gern. Meinst du, dass das für unseren Ministeriumsmitarbeiter Drachen eine Rolle spielt? Geben Sie keine Mühe. Ich krieg bei doch, wie Kevin Zeit. Aha, das wird doch was schön. Woher willst du das werden? Ganz einfach. Lässt Johann bloß den Innerbüchs, ändert sich das Wehr ganz fix. Hey, du wirst hier um als ein Gespenst. Wenn ich die nicht ja länger sehe, dass du den Lärmenswandel in Hand schützt. Mann, ist mir Irbe.
Die letzten Tage Schluck gestern, die würden wohl schlecht. Wieso hast du die denn so voll laufen lassen? Dann suchen braucht dir doch keinen Grund. Also ich habe mal sonst gebrannten Schluck getrunken. Oh, ich bedauere noch das Klausen, wenn ich an den Geschmack denke. Siehst du wohl? Und du sagst immer, Suppen durch Spaß machen. Hast mir immer noch nicht gesagt, was der Grund für die Delirium ist. Mein Junggesellenabschied. Hey, du musst freien. Und man weiß doch nichts von. Und wer ist die Unglückliche, die sich mit dir inlässt? Oh, ich glaube, ich weiß, wenn er beglücken will. Genau. Ich täube bloß noch, wenn Krishni nicht nach Kiki Schlabberwutzi Land ist. Fangst du nur allwer mit diesem Blödsinn an? Du sollst leider ernsthaft mal darüber nachdenken, die normale Frau versorgen. Eine, die auch Pflichten werden, was hermorkelt. Und die auch Pflichten werden, was eine Hacken hat. Ha. Das habe ich schon lange helfen können. Weil Mensch, wie lange der vom Burmark an mir ran ist. Hast du mit dir auch was hat? Das kann ich sogar verstehen. Magst du nicht deren, ihr sitzt nicht bloß gaus gut, der hat auf den größten Hof weit und breit. Und das Geld, was die ohne mag hat, da musst du alle Pflanzen mit der Schiffel mit dran. Und dann fängt das an zu schimmeln. Wir würden sogar letzte nach Bimi. Aber ich das nicht anrührt, weil ich dort vergeben bin. Was ist das nicht nobel von Ihnen? Danke für die Beichte. Du gast nur noch Hust und trinkst 20 Liter Wasser. Wieso 20 Liter Wasser? Hättest du doch nicht mal antwortet. 20 Liter Wasser trinkt ein aufgewossener Kamel an Sorge. Und das ist so ein, die ist halt, wenn du so eine Chance nicht nutzen darfst. Könnten Sie es mit Verlaub gesagt unterbinden, dass diese Person vom Markt künftig an meine Wäsche geht und die ihre ungewaschenen Finger bei sich belässt? Was Verwürdung, Munde. Ich bin außer mir, wenn ich das so sagen darf. Deshalb werde ich mich kurz zurückziehen, um meine Kontenance wiederzufinden. D und Jaue Lore? Habe ich dir irgendwas verpasst? Nee, hast du nicht. So, und ich werde jetzt mal in den Stall gehen und mich um den neuen Horn kümmern. Die ist nicht fehlsam, faul und unlustig. Wenn die nicht so will wie ich, dann werde ich ihn schlachten. Wenn es jetzt denn lustiger? Teufel bitte, ich kam mit. Vielleicht habe ich unter Glücke, dass mir die Ministeriumshexe nicht auf ein Bett lockt. Ich komm auch mit. Jetzt will ich noch eine Masse Taube hören. Sure. So habe ich noch glatt vergessen, weil du noch mal wegen die 450 € verfolgen. Wenn das gestern nicht bloß 500. Du hättest ja auch noch nicht an eine Sicherheitsquote gedacht. Wo ist Herr Dürkhoff? Na, du bist ein freundlicher Natur voll, oder? Ich bin nicht hier, um ein Netto zu werden. Ich bin hier, um meine Beamtenpflicht noch zu kommen. Der Dienstweg, das ist die Verbindung von der Sackgasse mit dem Holtweg. Das weißt du wohl ich. Mein Hofe ist Kuddeldor. Das wüsste ich auch gern. Und wenn Heinrich Blick sie auch grüßt, dann soll ich also im Bericht grob schätzen. Und das wird Herrn Dürkopf sicherlich nicht gefallen. Oh, wird der gerade ein Anschüppel werden? Nee, das wird mich morgen. Die können morgen bestimmt wieder was zu tragen. Dass du in so eine Situation an Elten denken kannst.
schon von Ihnen Dore gesehen? Ne, hier ist sie nicht. Aber wenn sie will, kann ich euch gerne holen. Alles, nur das nicht. Bin mit Verlaub gesagt froh, dass ich hier entwischt bin. Ich muss bei nächster Gelegenheit ein ernstes Wort mit der Familie Dürrkopf sprechen. Das habe ich auch noch für. Können Sie bitte Herrn Dürrkopf holen? Sehr wohl, gnädige Frau. Ich hoffe allerdings, dass er nicht schon in die Stadt gefahren ist, um das Geburtstagsgeschenk für seine Frau Schwester zu kaufen. Was wird er denn schenken? So, wie ich es vernommen habe, möchte er ihr ein Schwein vom Viehmarkt präsentieren. Tja, das tut denn ähnlich. Wieso? Es wird wieder mal seine? Wie langt das? Wenn er keiner für nötig holt, Herrn Dürrkopf zu säufen, dann dauert er im Sülst. Naja, ich werde mir den Oberhirten wegmorgen. Ich habe noch ein bisschen was Klor morgen. Und dann muss ich auch noch meine Sachen packen. Und was für den Herrn Pfarrer muss ich auch noch besorgen. Und den Teufelsche, den komme ich doch mit. Und dann können Sie mir werden was von Ihrer außerirdischen Freundin erzählen. Endlich scheint in diesem Hause etwas Ruhe einzukehren. Dann kann ich mich wieder meiner derzeit vordringlichsten Aufgabe widmen, Herrn Dürrkopf aus seiner etwas unangenehmen Situation zu befreien. Sagen Sie bloß, Sie haben was gefunden, was Kuddelute Betrüge helfen kann. Nicht nur gefunden, sondern auch schon in Angriff genommen. Wenn alles, was ich in die Wege geleitet habe, greifen sollte, wird ein Teil seiner Sorgen los sein. Das müssen Sie mir genauer erklären. Ich will ihn nämlich aufrüsten. Und wenn er nicht weg ist, habe ich ihn doch gern. Weil die Herr Pfarrer mir vertellt hat, dass er das ganze Geld nicht für Suppen, Spähen und Frauenslür blutet. Mit und der kann ich noch einen ganz passablen Ehemann morgen. Dann würde ich vorschlagen, Sie folgen mir mit in die Küche und ich erzähle Ihnen alles, während ich für die gnädigen Herrschaften das Mittagessen vorbereite. Sehr liebenswürdig. Hallo, Schnuckiputzi. Wo bist du denn, mein Säuten? Backen, bange Büchse. Michaela hat sich angrieben und nicht mehr loslassen. Und die versteht was von Mannslühe. Nu hätt sie irgendeiner Porten, obwohl er die erste Messhofen verstellten hätte. Aber nicht mein Johann. Ob den mag ich nämlich alleine jagen. Und pass an ob, dass keiner in mein Revier wildern darf. Den Mimiko gar nicht. Die Ministeriumsolske, der Kuddelbierbüchsen. Und nun muss halt tau sein, wie halt dort der Ruf kommt. Aber, best vorsichtig mit Johann. Kerls sind wie Autos. Eins ist nicht aufgepasst und schon liegt's da inner. Weiß ich doch. Gestern Abend im Kino habe ich mich bannig ärgert. 3 Mal möchte ich den Platz wechseln. Warum? Hätte die einer belästigt? Ja, die Fährte endlich. Weet, dass Kuddel die Dame noch eine Zeit lang hinholen kann. Tja, und was soll das bringen? Ach toll. Ein Landvater mit einem erfundenen Kirchendach trifft so schnell nicht um. Und Beziehungen habe ich genau. Beziehung? Ich dachte schon mal, Pfarrer Drachen nicht antworten. Aber
Wenn das so ist, Finger weg, so hab ich das nicht meint. Du kannst noch gern der bohren. Du stinkst über hierher. Ich hab verlässt erst recht. Die Schuldig haben mindestens einen Deo-Roller köpen. wo tau? Ich habe doch gar keinen Führerschein. Lang hol ich das nicht mehr mit die Lore. Und mit ihnen beichten, gab ein Mann von der Auto. Der müsste sich nicht auf den Schot legen, Herr Pfarrer. Lore, nun ist das genau. Ab in den Stall mit uns. Und wenn noch nicht alles in Ordnung ist, dann kriegst du was von mir zu hören. Das ist gemein. Nie darf ich sagen, was ich denke. Das ist so richtig gemein, ist das. Du denkst, ehe du was sagst? Ich hab nur endgültig den Näsen voll. Glöbet die alle so hoch, ich bin mit dem Dummbühl kloppet. Die eine, wer mir weiß morgen, dass ein Karl von 3 Monate 200 Liter Milch gibt. Die andere meint, dort sind außerirdische Strahlungen an der Schuld. Nun mal sagte, ich bin sicher, dass wir die Lütke für sein abklären könnt. Lütget für sein? Hier stimmt ja nichts von dem, was ihr angegeben habt. Das ist der größte Betrugsfall, seit ich für die Behörde arbeiten darf. Ich kann Sie versichern, dass Herr Dürkop sich nicht mit Betrug und Förder geschafft hätte. Ist ja nicht mal Geld da, über den Treckertau reparieren. Ich hab nur endgültig den Näsen voll. Herr Dürkop, Sie wies mir nur auf die Stelle die Unterlagen von der Melkfallbestand. Ach daran, kicket wir uns die Ländereien an. Und denn, Was denn? wies sei mir das Karl, was 200 Liter Milch gibt. Und ist das auch bloß 1 Liter weniger, denn wann hat sein Flug, sein Subventionsbetrüger? Nu hab ich den Salat. Herr Maul und Gottvertrauen, Gutes. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nee, da darf der Richter. Ah, endlich gäbe zu Halt Tausend. abstehen, Uhr. Das dauert auch schon mal, wenn die Frauen fragen, ob ich was mit ihren Kerls hat habe. So, aber heute Abend, Glocke 8, bist du mit mir eine Kirchenton beichten. Adieu, du schöne Welt. Ich schall wohl rot und klapprig werden, wenn ich mein Hofwehr sei. Na, endlich gäbe zu Tausend, zu betrogen habt. Der gnädige Herr wird gar nicht zugeben. Dort, wo ich zu dienen pflege, werden Lösungen auf einem silbernen Tablett serviert. Und das, mit Verlaub, wird hier im Hause auch der Fall sein. Ich muss nur noch warten, bis das Fräulein Michaela zurück ist. Na, da bin ich aber gespannt. Ich werde es anschließend richten, um es Ihnen zu überreichen. Deshalb werde ich mich kurz zurückziehen, um das Gewünschte zu besorgen. Und ich werde ihm helfen. Besser nicht. Oh doch. Aber nur, wenn Sie Ihre Hände in die Taschen stecken und nichts mehr herausnehmen, bis wir wieder hier sind. Ja, wenn Benemott. Ich weiß zwar nicht, was ich für hätte, aber schlimmer als du kann das auch nicht mehr kommen. Haha. Herr Wittjüffler, schlimmer als du kann das nicht mehr kommen. Der kommt. Wolle ist er da? Oh, ich frage mich und so. Sag mal, was ist denn mit Ihnen Stirn passiert? Und was tut du mit den Stein? Ich bin vorhin mit dem Kopf auf diesen Stein gefallen. Dann habe ich mir noch einen Pfloster aufgebacket. Ja, und da wie was ganz Tolles entdeckt. Ich mach doch nicht fragen, was das wär. Das Kopfsteinpflaster. Das soll ich wieder überhaupt patentieren. Die Kerl ist nicht mehr zu retten. Beschleunigt auf den geistigen Tauschern überzeugen. In denen Gehirn ist überhaupt nichts mehr da, wo er hinhört. Und was für ein Gehirn? Die Fred ist doch bloß ein rotes Vakuum. Tünkram. Vakuumgummi gibt's ja in allen.
Und wie so ein Psychopathen wird einmal. Und der hätte ihn nicht Gigs durchholen? Auch Psychologen machen Fehler. Was halt ein Fehler? Die wird bekloppt, nicht ich. Und wie hast du das market? Liegt's, als ich bei Rinkheim, so sehr alt von mir, Ihnen sehe ich die gespaltene Persönlichkeit bereits an, Herr Bodenschiek. Ja und? Ja, ich und gespalten. Ich hab gesagt, dass ich das nächste Mal ein halbes Schwie mitbringen darf. Dann kann es sein, was gespalten heißt. Ich an ihrer Stelle würde freiwillig in die Psychiatrie gehen. Sie hat doch wahrhaftig eine gelogen. Das wird sowieso keinen richtigen Doktor. Die haben noch nicht mal ein Teleskop im Hals baumeln. Psychologe, und er sagt die auch nicht wie ein normaler Doktor. Der ist mehr an den Innenleben interessiert. Also, abschmieren, Leute ich ja lange nicht. Ich hab das Gefühl, dass das Gesabbel scheint mir ablenken. Herr Dürkopf, die wies mir nur auf die Stelle die Unterlagen von der Melkfallbestand. Aber das können wir doch sicher auch auf andere Ort regeln. Meint Sie auch? Ach, nu würdest du mir auch noch schmieren. Na, da wird sich die Staatsanwaltschaft sicherlich noch mehr überfragen, als über diesen Betrug. So Herr Kuddel das doch nicht meinen. Sie sind beim bloßen Werten Geduld haben. Oh! Was Was hätte, für eine Strahlung! Dübel ist sie stark! was hätte denn nur ein Wehr? Das ist der Strahlenmagnetismus. Oh, ich wär grad Beton! Wenn sie noch 1 Millimeter näher kommt, dann weiß ich gar wie stark sie um so einen Meteoritenschlag werden kann. Ich kann da nichts gegen machen. Das liegt an die Strahlung. Sag mal, kannst du die nicht für 5 Minuten mal beim Mal benehmen? Können halt doch noch nie. Warum glaubt wieder keiner, dass doch bloß die Strahlung an der Schuld ist? Wenn du nicht auf dir stehst, die eine Grippe vor mir nimmst, dann wirst du mal meine Strahlung hervorziehen. Nicht ist doch ja wirklich eine Art Strahlung schuld, Anne. Die hat bestimmt was von den Potenzmitteln genommen, weil der Tierarzt über den Bullen beschrieben hat. So was hätte ich doch gar nicht nötig. Ich hab wohl mal also komische Viagra probiert. 10 Stunden und 20 Minuten hätte das wirket. Aber wegen dem 10 Minuten länger als normal, der wird doch nicht so viel gelten. Das langst du, Herr Dürkopf. Sie gehst du sofort in den Stall und da wiegst du mir das kalt. Und wenn mir das nicht befriedigen darf, dann rauf jetzt die Polizei. Seien Sie keine Bäter? Dann rauf jetzt die Polizei und sag, wann hat das Lock? Ist das klar? Oh, das noch. Das mag ich wiegen. Ich komm mit. Oh, Kuddel. Nu kann ich ihn im Gefängnis besorgen. In so'n ollen, stinkigen Lock vom Fleischfallen, abgemagert. Und ich... Ich finde das gerührig, wie du nur um die Ruhe besorgt bist. Besorgt? Ich bin doch nicht besorgt. Die ohne Fulia, die glüht womöglich, kann sich vor die Arme drücken. Aber nicht mit mir, von wegen. Hätte ihn schon. So, Herr Pfarrer, mir ist alles klar. Wunderbar. Ich wusste doch, dass ich mich auf die verlauten kann. Was ist los? Nix. Das wärst du ein Gewohr, was Michaela und ich uns gut gedacht hätten. Dass die Bohr nicht in Blockmott um den Kirchendach für heile wird. Na, das schau mich mal wundern. Wird dir die Holzke Deutschland und achter Messungen verbuddeln? Birte, was denkst du von mir? Ich bin ein Christenmensch. Die Idee an sich finde ich gar nicht schlecht. Haben bloß Masse Mühe mit Sporen könnt. Ich geh das auf. Dieser Johann, der ist tau nix tau gebrochen. Was hätt
hat er morgen, dass du so verärgert bist? Ich habe mich auf den Köken gesessen und habe Tau im Sech. Er kann alles von mir verlangen, was er will. Sagt er doch glatt, ich soll mal 20 Zentimeter für da noch rechts rutschen, über die Zeitung glatt Tau bügeln. Ich glaube, du gabst so einen beiden Tauforsch an die Sorge ran, Lore. Wieso? Du hättest doch selbst anriefen und nicht mehr losladen. Nix anders da hab ich morgen. Kann ich was dafür, dass diese Schlappstert nicht weit, wo er hinfahren soll? Was trifft denn Johann in den Kirchen? Nix, das ist es jo. Wie hätte wel werden, was er mag? Tau mindest nix mit mir. Als andere ist mir egal. Ich glaube, ich mag dir noch ein paar Lektionen geben von wegen, wie fange ich nie einen Kehl. Die hätten wohl was Wichtiges verdauen, als aber Lore ihre Zukunftspläne Gedanken zu morgen. Obwohl mir auch wohler wäre, wenn sie endlich verheiratet wäre. Stimmt. Die mögt verhindern, dass du sie K-Fans wird. So wie Lesbi-Gur Olsen. Stimmt, die Pannemann wollen sie im Bullen abfallen und die Olsen hätte ihn gefragt, ob er nicht für noch mal sie eine Kau decken können. Und? Hätte er klappt? Ach, was? Die Bulle, die wird genauso voll wie unsere neue Horn. Kann's nur sein, Kuh mit Storz, da sind halt von nichts mehr Taugebruchen. Ich kann das Jimmel noch nicht glöben. Dass so ein Lütge Kalb so viel Milch gibt. Aber das wird auch ganz munter, als ich die Melkmaschine abklemmt habe. Wie habt ihr Melkmaschinen? Die hat mich auch gewundert. Aber als wir ins Stall kamen, wird alles anklemmt und eine große Wand schon unterradiert. Plattert hättet wie so ein Waterfall. Herr Dürkop, ich muss da in aller Form um Vergebung bitten. Das habe ich nicht gedacht. Dass das so was gibt. Na, ist was Besonderes passiert? So als das Kind verbringt du sie hergeladen, Wunder. Herr Dürkop, liegst möchte mir noch die Unterlagen von Melkpeibestand bieten. Ja, so einfach ist das nicht. Sie wollen erstmal Rundsäugen, sortieren und dann... Keine Unflüchte, her damit. Sie haben gerufen. Eigentlich nicht. Eigentlich doch, aber nicht sei. Ich glaube aber schon, dass ich, mit Verlaub gesagt, mit dem, was ich zu bieten habe, Ihren Ansprüchen gerecht werde. Hä? Darf ich Ihnen die Leasingunterlagen für unser Milchviehbestand auf diesem silbernen Tablett servieren? Leasing was? Ich verstehe bloß Bahnhof. Also ich weiß gar nicht, was sie wird. Köpen da doch für Dürre kein Mensch mehr was. Und wahrscheinlich Kami. Weil das nicht subventioniert wird. Da täuschen Sie sich, gnädige Frau, mit Verlaub gesagt, ganz gewaltig. Ich habe alle Vorschriften und Paragraphen durchgesehen und nichts gefunden, was es verbieten sollte, gemietete Kühe subventionieren zu lassen. Ich glaube das nicht. Die Idee ist so genial. Sie können das von mir, Werner. Da wollte ich mal wieder aber nachdenken. Nicht mal das wärst du da, Kuddeldürkopf. Das langt nun. So wie das Kind ist Kuddel doch nicht die arme Bur, die eine Frau nix taubeien hätt. Heißt das denn jetzt, dass die Uhr doch nicht in den Knast muss? Du sprichst nur besser stille, Lore. Das wollte ich erst noch prüfen, ob das wirklich keine Verordnung gibt, die das verbeiden sagt, zu leasen. Und eine Sorge würde noch, nämlich... Richtig. Ob Kuddel wirklich so viel Land besitten darf, wie er angeben hätt. Damit sie sich hier keine Plattfeute lobet, habe ich alle Dörfsbewohner Tauruppe rauben. Die ist dort guten und wird sie vertellen, was Erde ist und was Kuddel gehört. Na, dann kann ich meine Ermittlung jo abschluten und Werner Hus hinführen.
Das ist doch mal eine gaue Idee. Weil sicherlich auch anders noch, weil ich fällt das da unten nicht vor. Den Gott mal schnell und gehört mit den Buren. Anders verpasst noch was Wichtiges auf euren Amte. Ja, auf Wiedersehen. Ja, besser nicht. So. Und nun vertellt mir mal, wie ihr die 200 Liter Melkenkarten kriegen habt. Wie ein Vater ist doch Blechschmidt. Und du hast doch das Klapp für mich, achter das Kalb eine Leitung zu legen. Der die Melk und den Tank, achter und Stall in der Wand drin pumpt hat. Ich bin wahr, dass ich so viele Freunde habe, die mir geholfen haben. Jeder bekommt das, was er verdient. Nachdem allen Beteiligten klar wurde, dass die ganzen Spitzfindigkeiten dem ganzen Dorf zugute gekommen sind, waren alle Nachbarn und Dorfbewohner bereit mitzuspielen. Ich glaube, das ist doch besser, wenn in Zukunft wer auf die achten darf, dass du nicht noch mehr Blödsinn magst. Das Vertrauen war ich natürlich dümmst dafür. Und ich will auch heiraten. Warum eigentlich nicht? Dann muss ich mich wenigstens nicht mehr um den Haushalt kümmern. So, nun ist das ja nicht so weit. Ich wollte bloß noch Tschüss sagen. Was hätte denn nu Albert? Oder was soll denn das nun Albert halten? Herr Victor sagt, meine Brut ist da und nun vielleicht wieder die Sterne. Raubt das Dulus an. So liegt Wasser wie noch nie. Darf ich vorstellen, kriegen die Nicknack, Kiki, Kiki, Schlabberwutzi, 347552X. Hä? Ja, wünscht ihr nicht alle mit nach Buten kommen und winken, wenn die abheben dauert? Herr Weg nicht sagt, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erden gibt, die mit normalem Verstand nicht folgen kann. Kritchi Niki, Fixi Foxy. Besser hätte ich das auch nicht denken können. Ja, aber die hat auch nicht lange Pause. Also die kann, glaube ich, wieder eine Aufgabe.